Hoi hoi und herzlich willkommen an diesem Sonntagabend zu meiner neuen Episode. Zuerst 2, 3 Sachen über YouTube. Wie du gemerkt hast, hat es jetzt eine eigene Episode für das Schweizerdeutsch. Ich habe aufgeteilt, weil es ist so, dass YouTube mich ein bisschen bestraft, weil es das nicht checkt, dass ich das nicht checkt. Natürlich checkt es das nicht. Ich habe so ein bisschen mich in meiner Statistik hinein vertieft und ein bisschen nachgeschaut und so. Und musste sagen, ja, ist ja logisch, durch das, dass ich eine Episode in 2 Sprachen gemacht habe und dann natürlich die einen nur die englische schauen, die andere nur den schweizerdeutschen Teil, dann vielleicht auch nicht fertig schauen, sondern wieder gehen, weil das Thema nicht interessiert oder das erste Mal reingeschaut haben und finden, oh nein, deren ihr Kopf gefällt uns jetzt gar nicht, wir gehen wieder. Ist natürlich die Message für YouTube, dass meine Episode nicht spannend ist, den Leuten nicht gefällt, weil es natürlich nicht die ganzen, zum Beispiel 40 Minuten geschaut werden. Und aufgrund von dem bestraft mich natürlich YouTube ein bisschen, weil sie sagen, okay, das ist gar nicht interessant für die Leute, was da Pizzeria macht, und wir tun sie gar nicht so weit neuen Leuten empfehlen und weiter tragen. Und das ist natürlich ein bisschen doof für mich, weil bei allem, auch wenn es hure viel Spass macht, aber es sollte ja doch auch irgendwie für mich als Selbstständige und Mini-Business ist es ja auch wichtig, dass ich an neue Leute herankomme. Und das sollte ja dann mit Hilfe von YouTube, wo dann das Gefühl hat, okay, mal, das ist spannend, was die da erzählt, wir zeigen es jetzt oder wir empfehlen es jetzt weiter, wir tun es ein bisschen weiter ausstrahlen, ein bisschen höhere Reichweite und. Ist halt wichtig für mich, weil ich will ja gerne mit dem auch ein bisschen bekannter werden, neue Leute erreichen und dann vielleicht auch den einen oder anderen gewinnen, der natürlich dann einmal eine Anleitung von mir kauft. Und darum werde ich von jetzt an 2 Episoden machen, eine in Englisch, eine in Schweizerdeutsch und die dann jeweils zusammen so einhängen. Alles andere bleibt sich gleich. Sie wird 15 bis 20 Minuten lang sein. Ja, aber einfach, dass ihr jetzt auch nicht mehr hinterher scrollen oder spulen, sondern ihr könnt jetzt direkt einfach die Schweizerdeutsche schauen. Und dann noch 2, 3 Wörter eben genau zu YouTube, Instagram, Facebook oder wie die alle heissen. Die soziale Medien sind für uns kleine Unternehmer halt wirklich extrem wichtig, weil es sind die Plattformen, wo wir Werbung machen können für uns, für unsere Produkte. Und das weißt du ja sicher, dass die sozialen Medien natürlich auf Interaktionen von euch schauen. Und zwar liken die ihren Beitrag, kommentieren die den Beitrag, teilen ihn vielleicht sogar teilen. Das ist alles so der Messpunkt für YouTube und Co. Zum sehen, ob ein Beitrag spannend ist oder nicht und ob der Beitrag das verdient hat, um eben neuen Leuten ausgestrahlt zu werden oder empfohlen zu werden. Und
Darum eine kleine Bitte. Also, mir fällt das immer schwer, aber es wäre mega cool und das gilt jetzt nicht nur für mich, sondern natürlich eben für all so kleine Geschäfte, wie ich eins bin. Liket doch einen Beitrag oder wenn ihr jetzt die Episode geschaut habt und irgendetwas Kleines euch dort drin gefallen hat, dann liket, gebt ihr doch ein Herzchen. Gefällt mir. Hängt doch in die Kommentare, vielleicht auch wenn es nur ein Herzchen ist oder sonst ein Emoji, hängt da so einen Kommentar rein. Es muss kein Roman sein, es reicht, wenn ihr einfach ein Herzchen einhängt. Und wer weiß, vielleicht teilen ihr ihn auch. Es muss jetzt aber auch nicht die Episode sein. Jeder Creator von uns, der hat auch schon riesige Stimmung, wenn er mal einen Instagram-Post bei euch in die Storys hängt. Da freuen wir uns. Und wir sind halt eben schon auch ein bisschen angewiesen auf das. Also, wenn ihr uns gerne noch ein bisschen zusätzlich unterstützen uns Kleinen, dann liken, kommentieren, vielleicht mal sogar teilen. Das wäre mega cool. Und jetzt schon mal ein grosses Danke dafür. Und jetzt aber genug von sozialen Medien und Marketing und sowieso. Gehen wir zum schönen Teil über, zum Lesen. Ja, ich habe auch diese Woche fleissig gelesen, aber auch eine Anleitung fertig geschrieben, und zwar die da. Nicht schon wieder, das ist mir schon beim Englischen passiert, Entschuldigung. Mein Lilibeth Sweater, den ich ja letzte Woche schon erzählt habe, dass ich endlich herausgefunden habe, wo das Problem liegt. Und ja, ich habe sie diese Woche am Dienstag, glaube ich, an meinem Tech-Editor geschickt und habe auch schon Antwort bekommen, dass er nächste Woche Zeit hat, um sie zu editieren oder vermutlich zu editieren, und dass er sie mir dann retour schickt. Und ich hoffe natürlich schwer, dass ich sie Ende nächste Woche bekomme und hoffentlich bitte nur ganz, ganz wenig Fehler drin hat oder vor allem einfach kleine, aber nicht irgendwie nochmal nachrechnen muss, sondern dass das jetzt verhebt. Und dann hoffe ich natürlich, dass ich schon bald mega schnell und gleich kann einen Testnet-Call machen. Hoi Lili, kannst du dir auch beim Schweizerdeutschen zeigen? Mal schauen. Vorhin ist sie mir gerade auf die Schulter abdingselt. Gugus. Gugus. Sie findet es nicht lustig. Sorry. Nicht einhängen. Gestern Tiere noch Krallen geschnitten, ein bisschen gestutzt, aber sie sind immer noch messerscharf. Genau, schon bald einen Test, nicht der Aufruf machen kann. Und dass wir dann wirklich noch irgendwie vielleicht Ende Juli könnten mit anfangen. Das wäre doch cool. Genau. Und Glismet. Meine zweite Variante habe ich noch nicht angefangen, obwohl ich die Wolle ja parat habe. Aber ich bin ziemlich absorbiert mit dem Schal. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich den Grossen euch oder die letzten Episoden schon gezeigt habe. Jedenfalls, das ist der Grosse mit 10 Mustersätzen pro Seite. Und bei dem habe ich 93 Gramm vom Roten verbraucht und irgendwie 66 Gramm vom Gesprenkelten. Und ist eben total ein bisschen mehr wie 1,5 Knäuel. Oder
ja, Fingering Weight 400 Meter auf 100 Gramm. Das Ziel wäre ja aber eigentlich auch noch wirklich einen anzubringen, wo nur aus einem Knäuel ist, weil eben der spezielle Knäuel von einem Yarn Festival. Und vielleicht magst du dich auch erinnern, der allererste, den ich gelesen habe, der ist ja jetzt aber da drin. Das war einer mit 5 Mustersätzen pro Seite und dort hatte ich 43 Gramm gebraucht. Und ja, das habe ich dann halt wieder geribbelt und da drin verlismet. Und dann letzte Woche habe ich ja gefragt, welche Farbe das ich nehmen soll, blau oder orange. Und ihr habt alle, oder fast alle, haben gesagt orange. Also habe ich diese Woche eine orange Variante gelismet. Und der hat jetzt 6 Mustersätze pro Seite. Ist immer noch so ein recht ein kleines Tüchli, was ja aber auch nicht unpraktisch ist, weil zum Beispiel zum Arbeiten, unter einer Bluse unter, so ein bisschen Foulard stylmäßig, oder? Kommt das nämlich noch herzig, auch wenn es muss ja nicht immer so riesig sein. Da habe ich jetzt aber nur, sage und schreibe, 67 Gramm verbraucht. Also immer noch kein ganzer Knäuel, weil ja, habe ich ja fast noch fast eine Hälfte habe ich noch vorig. Haben wir jetzt überlegt, soll ich auf eins grösser gehen, also 7 und 7 oder 8 und 8. Und habe jetzt beschlossen, gut, machen wir doch noch den Blau. Und den mache ich jetzt mal mit 7 und 7 Mustersätzen. Vielleicht gibt es dann doch nochmal einen mit 8, 8. Aber ich kann irgendwie sagen, ja, es ist doch klar, wenn ich jetzt gerade von 6 auf 8 raufgumpe, dann brauche ich sicher irgendwie 120 Gramm. Weil irgendwie, ich schaffe das nicht. Wenn es jemand kann von euch, dann bitte melden. Ich schaffe das nicht, um den Verbrauch so bei einem heart-shaped, also herzförmigen Dreiecksschal, Dreieckstuch, das zu berechnen. Es geht einfach nicht auf. Es stimmt nicht. Also, wie berechnen eigentlich, wüsste ich schon, aber es geht eben gleich nicht. Ja. Darum tue ich halt einfach die Lisme. Ich habe hier das Blaue gestern noch angeschlagen und auch die ersten 6 oder 8 Musterreihen sind gemacht. Und vielleicht habe ich den ja dann auch fertig bis nächsten Sonntag und dann kann ich dir schon wieder eine Grösse mehr zeigen. Ich habe aber natürlich das auch gerade genutzt, zum Anfangen die Anleitung zu schreiben. Und das hat jetzt zum Beispiel dann so ausgesehen. Also beim Grossen habe ich angefangen abstreichen, weil das ist jetzt zum Beispiel der mittlere Teil, wo du links und rechts natürlich je eine Masche in der Vorderreihe abnimmst. Und da oben ist der Anfang vom Schal, wo man 2 Maschen abnehmen. Und bin angehockt und habe einfach immer wieder gestrichen, welche Maschen dass ich abgenommen habe. Um ganz sicher zu sein, ob das wirklich auch stimmt. Weil das Muster hat eben ganz fies also der Maschenrapport sind 20 Maschen, aber zwischendurch hat man eigentlich 26 Maschen, weil man zunimmt und dann erst später wieder abnimmt. Und durch das kannst du nicht einfach abstreichen, okay, jetzt diese Masche nehme ich nicht mehr, die nehme ich ab und dann ist sie weg, weil da gibt es ein bisschen Verschiebungen. Das habe ich so gemacht. Und habe dann beim Orangen habe ich es gerade kontrolliert, ob es stimmt. Und es hat nicht gestimmt.
Dann habe ich es aber gerade mal richtig jetzt übertragen und gezeichnet. Das ist einfach der Overview und da die Hauptchart und dann eben da Charts oder Diagramm, Strickschrift, wie man wo muss abnehmen. Zack. Es sieht viel, viel komplizierter aus, als dass es effektiv ist. Weil ehrlich gesagt, durch das, dass man ja abnimmt und nicht zunimmt, wenn du ja von oben runter schaffst, dann nimmst du zu und dann ist es mega wichtig fürs Muster, damit du immer wieder schön richtig ins Muster reinkommst. Aber beim Abnehmen bin ich mir jetzt nicht einmal so sicher, ob du wirklich da so eine Chart brauchst, wo genau zeigt, welche Maschen das wegfallen. Ich glaube, das würde auch völlig und easy lange, wenn du einfach nur die Hauptchart hättest. Aber bin gespannt. Also sag's mir doch in den Kommentaren, ob du das würdest brauchen oder nicht. Ich habe es jetzt schon gemacht. Es wird sowieso rein einfließen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber es bin gespannt, was du dazu meinst. Ob das vielleicht viel zu viel Liebesmühe ist oder ob du sogar froh bist, darum, wenn es so detailliert in der Anleitung ist. Und dann auch noch eine Frage. Soll ich schlussendlich alle Grössen wirklich beschreiben in der Anleitung rein, oder würde zum Beispiel das lange, wenn ich einfach die grosse beschreiben und dann nur würde so ein bisschen grob sagen, wie dass man es grösser oder kleiner machen kann. Das wäre jetzt auch noch spannend für mich, weil ich habe ja dann schlussendlich 1, 2, 3, mindestens 3 Grössen. Vielleicht ja, gibt es auch noch eine 4. Grösse. Und ja, soll ich die wirklich alle beschreiben, mit wie viel Maschen anschlagen, oder eben soll ich einfach Tipps und Tricks geben, wie du das selber kannst machen. Das wäre cool, wenn du mir das erzählen würdest. Dann, ja, gestern EM, Schweiz gegen England, habe ich gedacht, ist vielleicht nicht so gut, um einen Lace-Schal zu lesen, wo man sich doch ein bisschen konzentrieren sollte. Auch wenn ich jetzt das Muster sicher schon langsam im Schlaf kann, aber trotzdem. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, dass ich ja vom Swiss Yarn Festival her noch einen Knäuel habe von der Wollspinnerei Fetsch, Wollleline, nein, Baumwollleline. Ja, jetzt weiss ich den Namen wieder nicht mehr von der Wolle, sorry, Janine. Tut mir leid, Christoph. Aber ja, habe dann den gerade vorgekramt, habe die Maschen angeschlagen und habe gefunden, einfach Rippli, das langt, weil du musst nichts studieren, du kannst einfach die Nervosität weglesen und gleich im Fernsehen einschauen. Und ich habe doch ein recht Stück für sich gekommen. Weil wir haben dann in der Halbzeit hat es dann noch ein Fondue gegeben. Da haben wir während der zweiten Halbzeit Fondue gegessen. Mega cool gewesen. Und nachher haben wir dann gejubelt, getrauert und dann erst recht getrauert nachher. Aber ja, so ist das Leben. Die Schweizer mussten heim, aber es ist alles okay. Und schauen wir, wer EM-Meister wird. So, das wäre es für heute. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntagabend. Freue mich, von dir zu lesen in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns vielleicht hoffentlich wieder am nächsten Sonntag.
Danke vielmals fürs Zuschauen und habe eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.